Nach einer Woche Abwesenheit, die wir nicht angekündigt haben, wo uns das komplett unter das Eis gerutscht ist, dass ja Ostermänti ist und wir am Ostermänti nicht arbeiten und darum auch den Podcast nicht aufnehmen können. Ja, sind wir jetzt zurück nach einer, ja, sag jetzt mal, unfreiwilligen Pause zu Buffcrit Loot, der Gaming News Podcast von brack.ch mit mir, der Steffi, und ausnahmsweise mal nicht dem Nico, weil der Nico hat sich auf Amsterdam verabschiedet und ist dort, ich sage jetzt mal, die Sonne am Geniessen. Stattdessen haben wir der Yves da. Hallo Yves. Hallo zusammen, danke vielmals für deine Einladung. Ja, du, sehr gern. Jetzt musst du uns aber schnell erzählen. Yves, wer bist du? Was machst du bei brack.ch? Und wie bist du in Gaming gerutscht? Sehr viele Fragen auf einmal, wo Ja, kannst du das merken? vielleicht ein bisschen ausholen muss. Nein, das kann ich mir sehr gut merken. Ja, ich bin der Yves und bin schon seit über 20 Jahren in der Firma Brack die Hei. Ich habe mal meine Lehre gemacht da und bin dann von Abteilung zu Abteilung getrudelt und mittlerweile im Produktemanagement die Hei, natürlich im Gaming-Team. Darum darf ich jetzt heute auch da hocken. Und ich habe ja, selbstverständlich, ich bin jetzt 39, schon relativ früh mit dem Spielen angefangen. Es ist dann mal irgendwann Ende 80er, Anfang 90er die Gameboy-Phase gekommen, wo glaube ich jeder ein bisschen mitgemacht hat. Das hat mich dann halt gerade mitgerissen. Ich habe leider lange keinen Gameboy gehabt, darum habe ich immer müssen warten, bis wir miteinander in den Ferien auf dem Campingplatz sind oder sonst wo irgendwelche andere Jungs oder Mädels so ein tolles Kästchen haben. Da hat man ein bisschen Mario spielen, bis Batterien leer waren. Das sind so ein bisschen meine ersten Berührungen gewesen. Ja, und ich glaube, schlussendlich hat auch das Game ein bisschen mit eingespielt, dass ich meine Berufswahl so gewählt habe, wie ich sie gewählt habe. Ich habe an und dazu mal Geräteinformatiker erlernt. Das ist, ich sage immer gerne Schreibmaschinenmech. Einfach halt mit Computer. Ja, früher, wo die Gummistiefel noch aus Holz waren, gell? Ja, fast. So, also, ja, fast, nein, kann man so sagen. Nein, ich bin irgendwie so Mitte 90er, hat meine Mami einen Freund gehabt, der den ersten PC hatte, den ich je gesehen habe. Das war so ein 386er DX2 gewesen. Vielleicht sagt das noch jemandem etwas. Das Nein. sind wahnsinnig tolle Maschinen gewesen. Und ja, dort habe ich glaube so das erste Mal ein bisschen mit PCs in Kontakt gehabt, weil ich mit einem Kollegen zusammen unbedingt wollte ein neues, auf Diskette erscheinende Prince of Persia spielen. Ja gut, Prince of Persia ist aber auch nice. Es ist sehr nice gewesen, es hat uns aber viel gefordert. Das heisst, die PCs haben dort mal nicht so viel Festplattenspeicher gehabt. Das hat bedeutet, dass wir dort haben müssen das Windows deinstallieren, auf Boot-Diskette booten, damit wir nachher haben können das Prince of Persia spielen. Das haben wir erfolgreich geschafft, nach hin und her und du und aber. Dort hast du halt wirklich im Internet anschauen, wie es funktioniert. Ja, zur Unfreude vom Freund von meiner Mami, der hat nachher seine sämtlichen Arbeitsgeschichten nicht mehr drauf Oh, gehabt, die er eigentlich nein! ja, ich habe dann länger nicht mehr dürfen am PC, aber die Faszination dafür ist selbstverständlich Umso mehr da gewesen. gewesen. Und am Schluss habe ich mich dann irgendwann entschieden, die Lehre zu machen, weil mich halt das Ganze mitgerissen hat und ja, ich habe das super spannend gefunden. Ich habe sicher sehr viel gelernt in dieser Phase, wo ich meine Spiele installieren auf Systeme, die nicht mir gehören. Und hat der auch mal noch müssen, so während dem Game, sind sie dann noch Disketten gewechselt, haben sie müssen Disketten wechseln? Während dem Game, so zwischendrin. Selbstverständlich! Schon, gell? Es hat Selbstverständlich hat es dazugehört. so Sachen gegeben, ja. Ja. Also jetzt alle, Also die, jetzt in die dem nicht Fall, wissen, was Disketten sind. Nein, das überspringen wir jetzt mal. Wir gehen mal davon aus, dass ihr wisst, was das ist. man braucht es heute nicht mehr so, ja. Nein. Aber erzähl mal, was spielst du denn jetzt so? Auf welchen Konsolen oder auf welchen Endgeräten, sage ich jetzt mal? Was ist so dein Lieblingsgenre und was spielst du aktuell? Jetzt bist du gerade verschwunden. Ich glaube, am Yves sein PC ist gerade abgeschmiert oder so. Ich weiß es nicht, aber wir kommen sicher später nochmal auf den Yves zurück. Mal schauen, was da passiert ist. What happened? Er hat sicher einfach etwas zugemacht. Das würde mich nicht einmal wundern. Einmal mit Technik. Also mit einem kleinen Unterbruch, Leute. Es tut mir leid. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir Reifen irgendwie zurückholen können.
Schnell. Das ist jetzt auch noch nie passiert, dass einfach irgendjemand einfach plötzlich vor war. Aber wahrscheinlich es würde mich nicht wundern, wenn der PC einfach gestorben ist. Also der Laptop. Ist er echt noch online? Ah, da ist er wieder! Yves. Ich glaube, jetzt bin ich wieder zurück. Yes, jetzt bist du wieder da. Ich sehe dich Tut und mir ich höre leid, dich. irgendetwas ist komisch. Ich kann leider nicht nachvollziehen, was es war. Das ist meistens so bei technischen Sachen, aber das macht absolut gar nichts. Sehr gut. Ich würde sagen, wir steigen einfach dort ein, wo wir die verloren haben. Also Jawohl. ich stelle dir die Frage nochmal. Ich stelle dir die Frage nochmal. Gern. Was war die Frage? Genau. Was spielst du mittlerweile so? Was sind so deine Lieblingsspiele? Und auf welchem Endgerät spielst du jetzt? Jetzt ist er gefreezed. Super! Yves, was auch immer du machst, irgendetwas läuft nicht gut bei Irgendetwas dir. ist komisch. Also, Ja. es hackt immer wieder ab, aber meine Connection ist gut, so wie es Meine ist aussieht. auch super, ja. Also ich sehe dich ja, ich höre dich. Also du tust ja nichts zu, oder? Meine Hände sind da, ihr seht es. Kommt vielleicht der Bildschirm schon mit der Zeit oder so? Nein, es hat eigentlich Recording, nicht. Nein. Du, schau, wir versuchen es einfach mal. Ja, wir probieren es. Das kommt schon gut. Ich bin davon überzeugt. Wie gesagt, ich bin mittlerweile eher ein bisschen der Consoliero, also Konsolenspieler geworden, weil ich einfach die Zeit und Lust nicht mehr habe, am PC das Zeug zu installieren, Treiber und weiss doch auch nicht was, zu erneuern, zu aktualisieren. Und mit der Konsole bin ich irgendwo mit der Dreamcast eingerutscht und seitdem mega happy, einfach Spiele einschieben und zocken. Darum ein rechter Casual Gamer. Wenn ich jetzt irgendwie müsste sagen, das Lieblingsgenre ist noch relativ schwierig. Im Moment bin ich wahrscheinlich schon eher ein bisschen auf der Shooterlinie daheim. Früher immer nur Point-and-Clicks, die haben mich immer fasziniert. Noch die alten, so mit Text? Selbstverständlich, selbstverständlich. Indiana Jones und all die Klassiker. Über die haben wir nämlich in der letzten Episode schon geredet. Da habe ich ein bisschen ausführlicher darüber erzählt, wie die Point-and-Click-Adventures früher ausgesehen haben. Beziehungsweise, was wir da machen mussten. Das war einfach ganz anders, als es mittlerweile ist. Ja. Das ist definitiv wahr, ja, es ist einiges gegangen. Aber ich würde jetzt mal sagen, im Point-and-Click-Bereich hat sich das für mich ins Positive entwickelt. In anderen Genres kann man darüber streiten. Ja gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu unseren Themen. Ihr wisst, unser Podcast ist aufgeteilt in Buff, Crit und Loot. Also Buff sind so die geilen Themen, wo uns eben so ein bisschen buffen, wo uns so ein bisschen gut gelohnt stehen. Wir haben Crit-Themen, die uns so ein bisschen emotionalen Damage hinterlassen. Und Loot ist halt so ein bisschen das, was wir uns so gekauft haben in letzter Zeit. Oder ja, vielleicht gibt es auch mal eine geile Neuheit, die wir euch nicht vorenthalten. Und von dem her, yes, starten wir doch jetzt gerade ins erste Buff-Thema. Und zwar ist das Dorfromantik. Dorfromantik ist ein Game, das ich vor einem Jahr, also wo es so im Early Access ist rausgekommen, recht gesuchtet habe, tatsächlich. Ich habe dann noch in der E-Sports-Branche gearbeitet und bin immer sehr, sehr spät heimgekommen, teilweise irgendwie nach Mitternacht, um 12:30 dort umeinander. Halt nach den Streams und allem, nach den Ligen. Und zum oben runterkommen habe ich tatsächlich auch mit dem Laptop einen Fernseher angehängt und dort habe ich wirklich auf dem Fernseher Dorfromantik noch gespielt. Ich so ein bisschen oben runterkommen. Und es ist halt wirklich einfach ein unglaublich gemütliches Spiel. Also es ist so ein bisschen ein Puzzle-Game. Ihr könnt euch vorstellen, es sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung zwischen Civilization und Domino, eine Art. Also du hast so Hexagon, also so sechseckige Kärtchen unten rechts im Bild. Und die musst du richtig platzieren. Und zwar so, dass man eine schöne Landschaft eigentlich bekommt. Und man hat verschiedene so Kärtchen mit verschiedenen Feldern drauf. Das ist einerseits hast du zum Beispiel Häuser oder Felder oder Wasser, du hast Bäume, also Wälder. Und du kannst die sehr geordnet aneinander anhängen. Oder du kannst auch einfach, wie du willst, wie du Lust hast.
Und die 40 Kärtchen, wenn die aufgebraucht sind, ist Game Over. Du hast eine gewisse Anzahl an Punkten gesammelt, aber es ist Game Over. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du tatsächlich immer wieder neue Kärtchen bekommst. Und zwar, wenn du Quests abschließt. Also, es gibt also Quests, also ein bisschen Goal, sage ich jetzt einmal, wo du kannst erfüllen. Sei es zum Beispiel eben, wenn es heisst, so eine Quest, so, ja, du musst ein Dörfli von exakt 7 Häusern haben. Dann musst du ein Dörfli machen mit genau 7 Häusern. Es dürfen nicht mehr sein, das heisst, du musst es dann auch wieder umschließen. Es gibt auch Quests, die sagt, du musst 7 oder mehr so Häuschen haben. Das funktioniert dann auch mit Gleis und Wasser und Bäumen und allem Möglichen. Und wenn du die Quests erfüllst oder wenn du, sagen wir mal, die Dominosteine auch wieder korrekt aneinander hersetzen, dann kommst du auch Punkte über. Und du kommst auch immer neue so Kärtchen über, wo du dann dein Feld kannst erweitern kannst. Und es ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Und ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, tatsächlich. Und mein Titel war etwas wie «Dorfromantik, ist es einfach ein kurzer Flirt oder eine never-ending Love Story?» Und das ist genau das. Wenn du eigentlich die Quests nicht machst, dann ist es ein kurzer Flirt. Aber wo das Game Over, ja, du kennst es sicher, auf Game Over, das lässt man einfach nicht auf sich sitzen. Nein, nicht in jedem Fall. Ich habe gehört sagen, bei Death's Door, aber das ist etwas anderes. Kann ich es für mich akzeptieren, aber sonst nein. Selbstverständlich nicht. So bei einem kleinen Puzzlespiel, da will man halt einfach nochmal machen und nochmal machen. Vor allem, was so sehr gemütlich ist. Es ist nicht hektisch, du kannst dir eigentlich so viel Zeit lassen, wie du willst. Du hast keinen Zeitdruck. Und von dem her ist es einfach wirklich ein mega gemütliches Spiel und ich habe es auch gerne. Und tatsächlich war es jetzt immer im Early Access gewesen. Und jetzt am Donnerstag kommt das im Full Release raus. Finally, am 28. Sie haben ursprünglich angekündigt, dass sie es Mitte, Ende 2021 hätten rausbringen wollen. Aber ja, wir kennen es, im Moment ist alles ein bisschen schwieriger gewesen. Aber es kommt jetzt am Donnerstag. Und ich freue mich drauf. Und Dorfromantik war wirklich ein mega geiles Spiel. Wirst du es noch einmal spielen? Ich werde es auf jeden Fall noch einmal spielen. Ich darf nämlich auch ganz stolz, sage ich jetzt einmal, ankündigen, dass ich zu den Insider gehöre, zu den Dorfromantik Insider. Ich habe nämlich schon den Zugriff bekommen zur vollen Version. Und ich werde da sicher noch reinschauen. Ich darf aber nichts erzählen und auch nichts zeigen bis zum Release-Datum, also zum Full-Release-Datum. Aber ja, ich bin dort ein stolzer Insider. Ist ein gutes Spiel. Sehr spannend. Fast schon wieder ein bisschen eifersüchtig. Haha, siehst du es. Nein, also es ist vor allem cool, weil das ist ein Spiel aus Berlin. Also es ist Tucana Interactive, das ist ein Game-Entwicklerstudio aus Berlin. Und die haben tatsächlich auch 2 Preise abgeräumt für das Game. Ich glaube, das eine ist Best Debut, also das beste Debüt 2021 und dann noch, glaube ich, das zweite bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall haben sie 2 Preise mit dem Game gewonnen und ja, ich bin sehr gespannt, was so die Allgemeinheit dazu sagt und vor allem, was es dann auch für... Es gibt 4 neue Modine. Da bin ich auch gespannt, was das für mich 4 neue Modine sind, genau. Was es nicht wird geben, ist Multiplayer. Also das ist wirklich ein Game für Leute, die aber gerne ein bisschen puzzeln, gerne ein bisschen gemütliche Games haben, die, sagen wir mal, am Feierabend einfach ein bisschen chillen und nicht da gross hektisch irgendwie Zombies schlachten. Und ja, es ist auch Leute, die gerne Management-Spiele haben oder gross strategisch wollen, sich Sachen aufbauen, für die ist es auch nichts, definitiv nicht. Also man muss wirklich sehen, es ist eigentlich so ein Puzzle-Domino-Mischmasch-Spiel und super entspannend. Also ich kann es jedem empfehlen, der gerne ein bisschen gemütlich unterwegs ist. Sehr gut. Weißt du, ob es für Konsole rauskommt oder lassen sie mich wieder mal außen vor? Ich glaube, sie lassen die außen vor. I'm sorry. Schade. Nein, also es ist auf Steam verfügbar. Tatsächlich wüsste ich gar nicht, ob es nicht mehr anders kommt. Ja. Also es ist mega gemütlich. Es entspannt Demo, sagen wir so. Die Musik ist schon sehr chillig. Yes. Genau. So viel zu Dorfromantik. Auch ein weniger dein Spiel, sage ich jetzt einmal. Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Also eher nicht, wobei ich eigentlich noch gerne Spiele habe, die in deinem eigenen Pace kannst spielen, ein bisschen entspannt, wie du vorher schön gesagt hast. Aber ohne Zeitdruck, ja. Ohne Zeitdruck. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich nutze das Game mittlerweile mehr zur Entspannung, weder kompetitiv. Könnte es eigentlich auch noch gefallen.
Müsste vielleicht mal reinschauen. Ja. Würde sogar auf unseren krüppeligen Arbeitslaptops laufen. Dann steht nicht viel dazwischen, aber ich glaube, ich müsste wahrscheinlich noch mit der IT reden, dass wir Steam installieren und das könnte kritisch Das werden. könnte durchaus kritisch werden, ja, sagen wir es. Aber wir haben ja in unserem Gaming-Studio einen PC, wo du kannst abladen whatever you want, Yves. Dann muss ich doch wieder mal vorbeikommen im Studio. Nein, auch vom Preis her ist es voll okay. Es kostet, glaube ich, 20 Stutz oder so. Also für ein Indie-Game ist es ein mega fairer Preis, ja. Auf jeden Fair Fall. enough. Ja. Und aber auch Dings, was mich so ein bisschen geflasht hat, ich bin ja, ich sage jetzt mal, nicht so eine mega Grafik, das Wort sage ich hier lieber nicht. Ich stehe nicht so hure krass auf Grafik. Also, ja, es ist nice, wenn es eine schöne Grafik hat, mir sagt, aber eine kleine, ich sage jetzt eine spezielle, aber so die Indie-Grafik, die viele Indie-Games halt haben, sagt mir mehr zu. Ich finde das super realistisch und gar nicht so wahnsinnig ansprechend tatsächlich. Und bei Dorfromantik gefällt mir auch die Grafik extrem gut. Und was ich halt schon, was ist, es sieht so malerisch aus, ein bisschen als hättest du ein Wasserbild, also so ein Wassermalbild vor dir, mit Wasserfarben gemalt. Und es ist einfach, eben das Romantik-Feeling kommt effektiv vor. Und eben, du hast auch so Lavendelfelder und dies und das. Und es wechselt tatsächlich auch immer ein bisschen Farben, es gibt Jahreszeiten und das ist echt nice. Yes. Was du eher spielst, Yves, ist Saints Row. Ah ja. Yes, habe ich gehört. Ja, eher. Also ich habe sicher die alten Saints Row gespielt. Sagen wir es, das erste hat mich extrem geflasht an und dazumal, weil es halt wirklich einer der ersten Konkurrenten war an einem GTA gegenüber. Es ist natürlich ein ähnliches Spiel wie ein GTA, halt das Open World Action-Game. Sie sind dann aber relativ schnell vom realistischen Setting eher ein bisschen abgedriftet, ich sage jetzt einmal, in unrealistisches Zeugs. Ich finde aber nicht, dass es komplett falsch war, im Gegenteil. Also ich habe Saints Row 2 und 3 und auch 4 auch gespielt, nicht immer alles durch. Man hat dort halt einfach ein bisschen gemerkt, es wird viel verspielter, es wird lustiger, es hat dort 2, 3 Geschichten gehabt, die, ich sage jetzt mal, eher ein bisschen anrüchig sind, aber man hat wirklich gemerkt, sie gehen in eine andere Richtung wie GTA. Und ich glaube, das hat dem Spiel ja auch gut da, weil sonst ist es halt einfach wirklich ein GTA oder wäre es ein GTA-Klon gewesen. Ich glaube, da hat die Welt nicht wirklich darauf gewartet. Nein, vor allem, weil darum- GTA so gross ist, dass es, glaube ich, echt keinen Sinn macht, ja, den normalen Klon zu haben. Finde ich auch. Nein, darum bin ich auch mega gespannt jetzt aufs neue Saints Row. Das ist ja jetzt auch schon, glaube etwa 2-mal verschoben worden, leider. Ich glaube, es hätte Ende letztes Jahr rausgekommen. Wahrscheinlich ist es aber auch wieder gut, weil sehr viele Spiele, die jetzt in der letzten Zeit verschoben worden sind, haben wirklich den Feinschliff noch benötigt. Und ich hoffe auch, dass es dem Spiel gut da hat, weil du, Steffi, hast ja, glaube ich, etwas über den Character Editor gesehen. Erzähl, Genau. was ist das? Also jetzt mal rein grundsätzlich. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber Charaktereditor, egal was für ein Game, ist einfach immer nice. Weil ich liebe das, meinen Charakter so bis ins letzte Detail zu individualisieren. Und das beste Beispiel für mich war Cyberpunk. Ich habe über eine Stunde, glaube ich, gebraucht, um meinen Charakter zu editieren und meinen Charakter zu erstellen. Ich glaube, sogar 1,5 Stunden gewesen. Also wirklich ewig, also gebraucht, bis jedes Detail gestimmt hat. Ich glaube, da Und- sind wir gleich. Ich habe das auch. Jedes Mal, wenn irgendwie das alles einrichten das Das muss ist so toll! bis ins Detail stimmen. Es ist Wirklich. so Und toll. alles ausprobieren. Und effektiv das Game gezockt habe ich dann, glaube ich, 3/4 Stunde. Aber Hauptsache, ich habe Spass gehabt mit dem Charaktereditor. Ich kenne das. Es gibt wirklich auch Spiele, Ja. wo ich mehr Zeit im Character-Editor verbracht habe, als im Spiel selber. Voilà. Und Saints Row ist definitiv etwas, Yves, das uns sehr wird glücklich machen wird. Weil der Charaktereditor wird anscheinend bombastisch sein. Und sehr viel detaillierter als in allen bisherigen Games, die ich kenne und was ich so mitbekommen habe. Wo schon allein, ich meine, man könnte eigentlich denken, dass, ich mache jetzt schon einen kleinen Abstecher, man könnte ja eigentlich denken, dass Sims das Game sollte sein, wo man alles am meisten anpassen und individualisieren kann. Eigentlich. Und gleich, ich bin jedes Mal enttäuscht, weil ich finde, man könnte mehr machen. Und ich finde, bei Sims kann man viel weniger machen, als man eigentlich sollte. Also,
irgendwie meiner Meinung nach ist alles immer so ein bisschen eingeschränkt. Aber bei Saints Row hast du wirklich extrem viele verschiedene Möglichkeiten. Also du hast zum Beispiel, es fängt schon damit an, dass du kannst deine Kleider kombinieren. Also du kannst Schichten. Du kannst deine Kleider schichten. Schon das. Also, du kannst effektiv sagen so, hey, ich hätte gerne ein T-Shirt und dann hätte ich gerne einen Pulli drüber. Und dann hätte ich vielleicht gerne noch eine Jacke drüber. Das ist kein Problem. Du kannst schon sagen, hey, ich hätte gerne Shorts, aber drunter hätte ich gerne noch Jeans an. Warum auch immer, warum man das macht, I don't know. Aber anscheinend soll das jetzt funktionieren. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. Also, ich meine, schon allein mit dieser Kombination an Klamotten und Outfits gibt es natürlich sehr viel mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, sage ich jetzt einmal. Absolut. Also ich freue mich schon auf die Sachen, die dann irgendwo im weltweiten Netz umgeistern. Dort gibt es immer wieder so kreative Köpfe, die genau das, was du jetzt sagst, die Zielsysteme so ausnutzen, dass dort Sachen rauskommen und man sagt, wow, das funktioniert auch. Nimmt mich Wunder, ob es dort ein paar kreative Köpfe gibt. Wird es bestimmt geben. Vor allem, es ist ja nicht mal alles. Also mit den Klamotten ist es ja nicht mal gewesen. Also es gibt dann auch noch Tattoos und Prothesen und du hast auch noch verschiedene Waffen- und Autolackierungen und du kannst also wirklich zum Beispiel die Raketenwerfer so aussehen wie ein Gitarrenkoffer, so zum Beispiel. Also, ja, wenn du Spass an so Sachen hast, do it. Und du kannst auch sogar die Texturen anpassen. Also du kannst selber entscheiden, willst du die Textur glänzig haben oder matt. Und das ist auch etwas, ich glaube, ich kenne kein anderes Game, wo du das kannst anpassen kannst. Wäre mir jetzt auch nicht bekannt, nein. Ja. Also vor allem, ich stelle mir das noch so geil vor. Irgendwie, schon allein das Auto oder deine Waffe ist ja nicht mehr glänzig, sondern matt, so schwarz-matt. Weißt du, wie schick? Schwarz-matt schick. Gut. Und was auch etwas ist, und das ist in letzter Zeit immer ein bisschen mehr aufgekommen, das ist zum Beispiel bei Lost Ark hast du tatsächlich beide Augen individuell können gestalten, aber nur die Augen. Das ist bei Lost Ark gegangen. Das habe ich bis jetzt noch nie in einem anderen Game gesehen. Also es hat sicher schon, also vielleicht schon gegeben und ich weiß es einfach nicht. Das ist sehr gut möglich. Aber du kannst bei Saints Row tatsächlich beide Gesichtshälften separat und unabhängig voneinander gestalten. Also, das ist schon recht schick. Könnte sehr lustig werden. Ja, Two-Face, ich sehe es schon. Definitiv. Nein, dort wird sicher 2, 3 ganz spaßige Characters wie auch Autos oder Waffen geben. Autotuning ist auch nochmal ein Thema für sich, Yves. Da wirst du schon Freude haben. Das wird auch nochmal viel geiler und vielfältiger. Yes. Ja, das macht mir Spass, solange es nicht irgendwie so komplex ist wie ein Gran Turismo 7, der jetzt gerade rausgekommen ist. Dort ist es dann wirklich so, dass je nach Teile, die du miteinander verbaust, Sachen funktionieren oder nicht. Dort fehlt mir einfach der technische Background. Wenn es einfach funktioniert und nur optische Geschichten sind, dann habe ich mega Freude an so Geschichten. Du kannst das Auto einfach deine Klamotten, deine Sockenfarbe anpassen. Das ist doch auch schon mal etwas. Perfekt. Ja, und du kannst nämlich auch tatsächlich dein Outfit in-game oder allgemein dein Aussehen generell, nicht nur das Outfit, sondern das Aussehen generell kannst du sogar in-game anpassen. Und du musst nicht mal irgendwie zu einem Friseur oder zu einem Hairsalon oder in einen Kleiderladen gehen oder ins Headquarter zurück, sondern du kannst wirklich im Interface hast so ein Handy und dann kannst du dein Aussehen ändern. Das ist noch cool. Ich glaube, das ist sehr gut, weil mit meinem Zwangsperfektionismus am Anfang einen Charakter erstellen, da weisst du immer mitten im Game, oh nein, jetzt hätte ich gescheiter das genommen oder oh nein, gescheiter das, wenn du es nicht mehr anpassen kannst. Ich glaube, das tönt kompatibel mit mir, definitiv. Ja, dann passt das doch wunderbar. Und du kannst sogar, wenn wir schon beim Zwangsperfektionismus sind, du wirst sogar dein Headquarter sehr individuell können anpassen. Ich glaube, wir sehen den Yves mal für eine Woche nicht mehr, wenn das Game rauskommt. Wahrscheinlich keine Sekunde gespielt, aber dafür der Charakter und das Headquarter und das Auto passt. Ich sehe alles schon schwarz-matt. Könnte durchaus vorkommen, ja. Mit ein paar kleinen Farbtupfer oder so. Ich sehe schon. Ja, auf jeden Fall, ja, Saints Row ist eben verschoben worden, hast du gerade gesagt. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, Aber selber schnell. Wann wird das jetzt veröffentlicht? Ich hätte gerade August. Also, eigentlich ist Februar 2022 steht überall. Also ist jetzt das schon draussen oder noch nicht?
Nein, Eben, das ist gell? am 23. August wird es kommen. Ah, erst, okay. Ja, 23. August, ihr habt es gehört. Bei uns kann man es aber, glaube ich, sogar schon vorbestellen. Yes. auf jeden. Oh mein Gott, und vor allem irgendwie 8 verschiedene Versionen. Holy. Okay, warum auch immer. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so das Zeug, was es gibt im Moment mit all diesen Special Editions und Sag sonstigen nicht, ja. Also Boxen. wir haben Day One Edition und wir haben Notorious Edition. Warum auch immer, ja. Wobei ich bin ja immer noch glücklich, dass es immer noch Box-Versionen gibt. Ich bin eher ein bisschen der Sammlertyp und habe schon noch Freude, wenn ich je nach Spiele halt das Kistchen bei mir daheim habe, nicht alles nur digital gezogen habe. Also von dem her bin ich gar nicht unglücklich über die Notorious Edition as well. Was ist denn der Unterschied, weißt du das? Kann ich dir jetzt sofort gerade nicht sagen, aber wenn ich schnell gehe spicken, dann finden wir das sicher raus. Da wird ganz sicher irgendein super Steel Case dazu haben, jeder will. Ja, Ah, genau. Und dann irgendwie noch Artbooks gemäß Internet. Ja, noch ein bisschen Plakate, ein bisschen Papier dazu. Ich glaube, Ingame. hey Yves, du musst dich gut verkaufen. Ja, Das ist mega toll, ihr müsst es alle haben. Auf jeden Fall, nein, es gibt sogar noch Bonus-DLCs drinnen und mit dem Expansion Pass, wo anscheinend dann über das Jahr raus weitere Sachen veröffentlicht werden. Ich glaube, das kann sich schon lohnen für Leute, die das Spiel exzessiv spielen. Und, Ja, ich denke, gibt sicher ein paar Fans da draussen, die sich auch hure freuen auf Saints Row, es ist ja ein Reboot, also von dem genau, her, ja. ja, allein ich finde auch von der Grafik sieht es recht nice aus. Also, ja, also kann man sagen, es könnte GTA Konkurrenz machen oder eher nicht? Was meinst du? Ja, das ist jetzt noch schwierig zu einschätzen. Also ich denke, es ist sicher schön, kommt wieder etwas in die Richtung, weil ich glaube, auf das nächste GTA warten wir wahrscheinlich noch mehr als ein Jahr. Ja, ziemlich sicher. Überzogen davon. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, Saints Row nimmt sich selber weniger ernst wie das GTA. Also GTA ist ja zwar auch bei dir lustig, vor allem mit, ich sage jetzt mal, 3 letzten Characters, hat es da schon 2, 3 ganz spannende, lustige Sachen auch noch dazwischen gehabt. Aber Saints Row ist halt schon viel mehr verspielter, ein bisschen freakier Ein und bisschen von dem her, humoristischer, hä? Ja, genau. ja. Von dem her, direkt vergleichen würde ich es jetzt nicht unbedingt, weil ich sage jetzt mal, es gibt Leute, die wirklich auf den Realismus setzen. Und das ist jetzt bei einem Saints Row wahrscheinlich eher weniger gegeben als bei einem GTA. Ja, vor allem Aber GTA ist ja vor allem so geil und so beliebt, wo es wo es ein Online-Modus ist vor allem. Und GTA und Saints Row ist ja, glaube ich, wirklich nur ein Singleplayer, oder? Wenn ich es recht im Kopf habe. ja, irgendwie fast, Also ist wenn es es online? recht ist, das zweite Online-Spiel. Aber ich habe da noch nichts gesehen. Das sind nur einfach mal Angaben, die im Netz umgeistern. Aber Ja, dann müssen wir auf jeden Fall unsere Augen ein bisschen offen behalten und wenn es dann irgendwann mal im August sollte erscheinen dann tatsächlich, dann zocken wir es dann sicher auch mal an. Und dann werden wir es dann sicher auch hier streamen und dann schauen wir dann, wie geil das dann effektiv ist. Insofern man das in 2 Stunden kann beurteilen. also am besten stream nicht ich. Ich mache das nicht, weil ich wäre wahrscheinlich 2 Stunden Character-Editor und das will niemand sehen. Oh ja, stimmt. Also darf ich es schon mal sicher auch nicht streamen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas für einen Blake. Am Der ersten ist noch. sehr schnell in dem, glaube ich. Das wäre gar kein Ich glaube, mir ist Zeichen. eher ein bisschen egal, wie das Zeug daherkommt. Genau. Hauptsache ich kann auch gamen und vor allem ist es so ein bisschen Shooter-lastig. Also von dem her, der Blake ist so unser Shooter-Gamer, unser Shooter-Streamer jetzt bei uns. Bei unserem Ich würde sagen, wir müssen Stream-Team, zum sage Mal ich jetzt einmal. vorschlagen. Auf jeden Fall, ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sind auch mal gespannt, wie das da rauskommt. Wenn es dann Auch. effektiv erscheint. Aber eben, das sehen wir dann. Holz anlangen, wir glauben Yes. immer noch dran. Yes. Das ist Was, jetzt- was erscheint, schon. und zwar definitiv und schon sehr viel früher, das ist Switch Sports, also Nintendo Switch Sports. Das ist, ja, man kann sich das eigentlich vorstellen wie das Wii Sports, also auf der Nintendo Wii. Dort hat es ja auch schon so ein Sports-Game gegeben, wo man miteinander allein hat können, so verschiedene kleine so Sport-Minigames spielen, sage ich jetzt einmal. Du hast Bowling, ist glaube ich recht cool gewesen, Golf, Tennis, Bowling, Golf, Tennis, korrekt. Basketball, glaube ich, hast du spielen. Dann ist mein Ball, also dann weiss ich schon wieder nicht mehr weiter, was du alles noch hast können spielen.
Auf jeden Das Fall, hat dich auf jeden Fall ins Schwitzen gebracht, oder? das hättest du ja, vor allem wenn du das zweite gespielt hast. Allein nicht so, aber das zweite, da hast du natürlich wohl gegenseitig ausstechen. Ich konnte das leider nie können, das zweite spielen, wo ja, ich bin Einzelkind und meine Kollegen haben alle nicht gezockt. Finde ich ganz, ganz traurig. Ja, aber vielleicht. Hive, Mann. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja jetzt mit der Switch Sports. Es erscheint am Freitag, am 29. April, also schon in wenigen Tagen. Und kostet, glaube ich, irgendwie um einen 50er rum, wenn ich es recht im Kopf habe. Yes. Kann man auch bei uns kaufen, by Genau. the way. Ja, Genau. und vielleicht denkt unbedingt dran, wenn ihr es dann wirklich das erste Mal startet, tönt vom Joy-Con die Handgelenkschlaufe anlegen, sonst habt ihr plötzlich das Oh, Joy-Con im Training drin. yes! Gut, ja, guter Input, Yves. Sehr guter Input, weil das... Ich wollte nicht wissen, wie vielen Leuten das passiert ist. Jetzt bei der Wii damals, aber auch jetzt bei der Switch schon. Ich meine, es gibt ja schon mehrere so Games, wo man, ja, ich sage jetzt mal, wo die Gefahr besteht, dass man den Controller aus der Hand verliert. Das ist Ja. tatsächlich so. Und schaut auch auf eure Mitspieler nebendran. Also ich habe mal so ein Erlebnis auf der Wii gehabt, halt kurz mal noch. Dort habe ich ordentlich eins kassiert. Boxen hat es auch gegeben. Boxen, ich glaube, das ist es gewesen. Stimmt, ja. Ja, dort hat man dann halt nicht nur in die Luft geboxt, Sondern auch mal der unabsichtlich Gegner, natürlich. also so sein Kollege. Genau, So ein bisschen, genau. nur Aber solange es kann auf die wehtun. Schultern war und nicht irgendwie ins Gesicht. Das ist ja das nicht so tragisch. So ist es, so ist es. Yes. Aber ja, sicher ein super spannender Titel. Ja, ich denke mir wieder vor allem, in der es wird sehr witzig sein. Weil bis jetzt sind ja die Games immer sehr gut angekommen von Nintendo. Absolut. Sicher lustig. Nintendo weiss halt einfach, wie ein Spielspaß aussieht. Das Vor allem so im wirklich sehr Family and Friends Umfeld. Und ja, ich meine, das letzte ist, oh Gott, wann ist die Wii rausgekommen? Das war mit 2008 gewesen. 2006, 2006 sogar. Weiss es nicht. Einmal ist es lang schon her und das ist jetzt wie so der Nachfolger. Und in dieser Zeit hat sich natürlich auch grafisch recht einiges gemacht. Also es sieht sehr viel geiler aus, als es damals ausgesehen hat. Ja, sieht nice aus. Definitiv. Wobei Nintendo und Grafik ja nicht unbedingt Ja, am Top für Nintendo ist, Verhältnis, sagen wir es so. Absolut, absolut. Also ich habe gar nichts dagegen, im Gegenteil, ich stehe auf den Stil. Ich finde, die machen das schaurig gut und tun wirklich halt den Fokus mehr auf den Spielspaß legen, mehr auf Bedienung, auf die ganze Altersklasse abdeckt. Also ich finde, Nintendo macht da sehr, sehr einen guten Job. Yes, finde ich auch. Und jetzt so zwei ganz kurze Themen, die weder zu Buff noch wirklich zu Crit gehören. Aber die werde ich schnell hier dazwischen schieben. Ist einerseits Baldur's Gate 3. Für alle Leute, die darauf warten, vielleicht eher enttäuschend. Für alle, die nicht mehr damit gerechnet haben, eher etwas Erfreuliches. Es ist nämlich offiziell angekündigt worden, dass es im 2023 erscheint. Also bis dann ist es noch weiterhin im Early Access spielbar, aber da sind wir wieder bei der Diskussion, lieber ein bisschen später der Full Release, dafür ist es dann fertig. Und ich bin immer Fan davon, wenn sich die Entwickler ein bisschen Zeit lassen können und nicht mega die Crunch-Times haben, wo das ist einfach asozial. Und von dem her muss ich sagen, nein, 2023, bis dann, das geht nicht mehr lange, da können wir noch gut drauf warten. Ist so, lieber noch ein bisschen warten und dafür eine komplette Geschichte Absolut. abgeliefert bekommen. Wir haben genug Games, wo wir immer wieder sehen, so, das ist buggy, dort buggt, dort stimmt etwas nicht. Das seit Jahren ist das immer wieder der Fall. Und da rede ich vor allem so, ja, auch Assassin's Creed, FIFA, nein, von Cyberpunk fangen wir gar nicht erst an, Mann. Nee, also von dem her, yes. Einfach so schnell ein kleiner Einwurf dazu. Weiterer Einwurf ist vor allem interessant sicher für alle nicht Aussteller, für alle Entwickler vor allem, Game-Entwickler, also falls wir da den einen oder anderen haben, der selber Entwickler ist oder jemanden kennt, der Games entwickelt, ein kleiner Aufruf von Swiss Games. Die suchen nämlich noch für ihren Stand an Gamescom 2022, also dem August, noch weitere Aussteller. Also sie machen so eine Massenstand, sage ich jetzt einmal. Also einfach so einen Stand, wo mehrere Entwickler und Publisher die Möglichkeit haben, ihre Games zu präsentieren. Also falls ihr jemanden kennt oder selber Entwickler oder Publisher seid, meldet euch doch mal bei Swiss Games. Yes.
Ich weiss schon, an welchem Stand Steffi ganz sicher an der Gamescom wird verweigern. Yes, wo wir werden nämlich dort sein und ich freue mich schon mega drauf. Obwohl wir sind dann nicht zu den, ich sage jetzt mal, öffentlichen Tagen dort, also mal auch, wir sind Dienstag, Donnerstag, Dienstag und Mittwoch dort, gell, wenn ich es recht im Kopf habe. Auch die 2 Tage. Ja, die 2 ersten Tage Mhm. sind, wo wir sicher werden dort. Ich muss noch einmal schauen. Ja, wo Dienstag ist ja der Fachausstellertag, sage ich jetzt einmal. Dort können wirklich nur Firmen eigentlich, also haben dort Zugriff, also Zugang so. Und Mittwoch ist der erste Off-Tag, aber dort werden wir dann auch noch dort sein. Und dann heisst es für uns schon wieder heimgehen und ich bin mir am Überlegen, ob ich einfach noch länger so bleiben. Aber ja, das sehen wir dann. Mal schauen. Ich glaube, genug Highlights werden es hoffentlich anbringen. Es ist jetzt ein Jahr Pause. 2. gewesen. 2 Jahre Jahre, Pause. Yves. Ja, das ist 2 klar. Jahre Pause ist gesehen. Und jetzt endlich gibt es wieder eine kleine normale Gamescom. Ja. Sie wollen es wirklich Ach, wieder ja. machen wie eh und je. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das letzte Mal, als ich Gamescom war, das war, glaube ich, 2018 gewesen. Yes. Das ist auch schon wieder ein Weile her, ja. Und es ist jedes Mal cool, muss ich schon sagen. Einfach schon allein das Feeling. Und die ganzen Leute mal wieder zu sehen, ist schon nice. Ich freue mich. Geht mir genau aus. Mhm. Aber jetzt kommen wir zum Brain Damage, zu unseren Crit-Themen. Ihr habt das sicher alle mitbekommen. Anfang des Jahres, der Aufschrei war gross. Activision Blizzard will sich für $70 Millionen verkaufen an Microsoft. Und jetzt, ein paar Monate später, also etwa 3 Monate später, ist rausgekommen. Ihr könnt übrigens die ganze Geschichte nachhören. Ich glaube, unsere 2. Episode war tatsächlich von unserem Podcast. Also falls ihr die weiteren Hintergrundinfos hören wollt, geht dort nachhören. Und ja, jetzt ist es so, dass der Deal, also dass Microsoft Activision Blizzard effektiv aufkaufen kann, eventuell könnte platzen. Es ist Milliarden, Entschuldigung. Es sind 70 Milliarden, ich meine, es sind 70 Millionen. Und auf jeden Fall... Ja, zum Glück, weil, weißt du, die Amis, die reden ja immer von... Ja, Billions, Million. genau. Billion. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es Millions oder Billions war. Auf jeden Fall... Viel Geld. Viel Geld, genau. Und jetzt könnte es effektiv sein, dass der Deal platzt, weil es wird davon ausgegangen, dass Insiderhandel betrieben worden ist. Das heisst, es gibt Vorwürfe, dass der Bobby Kotick, also der CEO, der Oberboss von Activision Blizzard, 3 von seinen Kollegen im Vorfeld gesteckt hat, dass eben sie ihre Firma an Microsoft werden verkaufen. Und die haben dann ordentlich Aktien eingekauft. Stell dir vor, Yves, ja, sie haben Aktien gekauft. Und zwar nicht gerade wenig. Und das sind so 3 Investoren. Man kennt die tatsächlich auch. Das ist der Alexander von Fürstenberg, der Barry Diller und der David Geffen oder wie man das ausspricht, ich weiß es nicht genau. Und die sind sehr gut mit Bobby Kotick befreundet. Und anscheinend ist der eine, glaube der David Geffen, wenn ich es recht im Kopf habe, einer von, entweder der Barry Diller oder der David Geffen, hockt zusammen mit dem Bobby Kotick im Vorstand von Coca-Cola. Also man kennt sich dort oben in diesen Reihen. Es stinkt gewaltig, was dort rausgekommen ist. Absolut stinkt. Also das sind so die Zufälle, wo du genau weißt, so, ja, es sind ein paar Zufälle. Zu viel, dass es noch Zufall könnte sein. Auf jeden Fall haben die so 2 Tage, bevor es bekannt worden ist, also bevor es öffentlich worden ist, haben die Aktien gekauft im Wert von $108 Millionen. Und haben sich durch das einen Gewinn von $60 Millionen können erschleichen, sage ich jetzt einmal. Und mittlerweile ist das US-Justizministerium darauf aufmerksam geworden, sowie auch die Börsenaufsichtsbehörde. Und die haben jetzt eben Ermittlungen eingeleitet wegen Verdacht auf Insiderhandel. Und ja, wenn man die Zufälle so betrachtet, ja, dann ist es recht, also einmal für, ich sage jetzt, uns Normalsterblichen recht offensichtlich, was da passiert ist. Sie streiten es aber natürlich ab. Wer hat es gedacht? Natürlich geben sie es nicht zu. Ja, ich finde es einfach mega schade, weil irgendwie ist das für mich so ein bisschen der Hoffnungsschimmer gewesen, dass
Activision Blizzard-Thematik endlich einmal ein bisschen in die richtige Richtung kommt, weil ich finde, der Publisher an sich, oder das, was er rausgegeben hat, spannend. Sie kommen aber nicht aus der Ruhe raus und ich hätte wirklich gehofft, dass der Microsoft Move, hoffentlich klappt er immer noch, in der Chefetage ein bisschen etwas anpasst, ein bisschen ändert, weil ich glaube, Das das habe ich müssen wir auch jetzt gehofft. alle zusammen wirklich sagen, dass mit dem Herr Kotick funktioniert wahrscheinlich nicht mehr auf die Uhr raus. Und wenn dort mal ein anderer würde reinkommen, der vielleicht von Phil Spencer oder weiss doch auch nicht, wo gewählt wird, wo wieder mal ein bisschen frischen Wind reinbringt. Ich glaube, das würde der Branche wie sowieso ein Publisher selber extrem gut tun. Jetzt sind wir gespannt, was rauskommt. Ja. Ja, ja, ehrlich gesagt wirklich auch gehofft, dass Activision Blizzard da ein kleines Makeover bekommt, beziehungsweise dass da ein bisschen durchgeputzt wird ordentlich. Aber es sieht leider echt nicht so aus, als ob das passieren würde, weil eine sehr einflussreiche Investorenvereinigung, die heisst SOC Investment Group, also das ist wahrscheinlich auch etwas Amerikanisches, die haben jetzt effektiv die Anteilseigner aufgefordert dazu, am 28. April, also schon noch diese Woche, am Mittwoch, am Donnerstag, genau am Donnerstag, gegen die Übernahme zu stimmen. Und das würde natürlich bedeuten, ja, jetzt kommt diese Woche aus, ob der Deal wirklich angenommen wird oder ob er platzt. Und es könnte spannend bleiben. Also ich halte sicher meine Augen offen. Ich muss sagen, ich wäre froh, wenn der Deal zustande kommen. Klar war es nicht geil gewesen mit dem ganzen Insiderhandel und so weiter, aber meiner Meinung nach, der Bobby gehört einfach fort. Und es muss dort einfach aufgeräumt werden. Also dort muss einfach mal ein richtiger Purge durch. Sorry, so eine Purge-Welle. Ja, es ist wirklich so. Du musst nicht lachen. Du weißt genau, was ich meine. Ja, ist ja recht. Ist ja wirklich recht, definitiv. Nein, es ist wirklich es muss einfach, also die Firma muss einfach purged werden, sagen wir es so. Einfach alles raus, wo da irgendwie Kreuz und Kabis drin steht und einfach mal ein bisschen anständig, ein bisschen von Grund auf, ein bisschen sauber alles neu gemacht. Und Microsoft ist so ein bisschen meine letzte Hoffnung gewesen, tatsächlich, muss ich sagen, dass das passiert. Und darum hoffe ich doch noch, dass der Übergang, also die Übernahme stattfindet. Aber ja, ich meine, was passiert, wenn sie scheitert? Was ist, wenn der Deal platzt? Dann, Ich glaube, da können wir nur mutmaßen. ja, Also, ich glaube, für Activision Blizzard selber wäre es auch eine mittlere Katastrophe. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt eine Firma hinterher kommt und sagt, hey, jetzt bin ich da, ich möchte gerne das Geld investieren für das. ja. Und vor allem anscheinend habe ich gelesen, dass ja die 70 Milliarden, wo Microsoft ja bietet, nicht genug wären für Activision Blizzard. Also theoretisch wäre der Wert höher. Aber weil natürlich im Moment so viel Scheiß passiert bei Activision Blizzard, ja, ist halt der Preis extrem gedrückt, sagen wir es so. Ja, du bist irgendwo durch auch in meinen Augen nachvollziehbar. Also ich glaube, sie haben dann nicht viel in der Pipeline und jetzt könntest du sagen, hey, mit dem werden sie die Weltherrschaft erobern. Klar ist jetzt gerade letzte Overwatch 2 ein bisschen mehr gelaufen darüber. Was dort noch kommt, werden wir sehen. Ich glaube, alle warten auf Diablo. Trotzdem, Immortals oder das 4? Nein, nicht Immortals, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht. Das hat gar nie gegeben, ich halte das für ein Gerücht. Gut, reden wir nicht von Mobile Games, ich sehe das. Und auch da, ich wäre eigentlich gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Aber eben, ja, we will see, was da passiert. Auf jeden Fall ist es ein Crit-Thema von vor Wochen, wo, ja, es hinterlässt Kopfschmerzen, wenn ich an die Firma denke. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich schlimm, ja. Und was ist jetzt? Also etwa die 11. Folge von Buff Crit Loot und es ist mindestens schweinisch vorgekommen. 13 siehst, ich bin komplett hinterher, tut mir leid, aber ich glaube, das Thema Activision wird uns das ganze Jahr leider noch ein bisschen mitbegleiten. Und hoffentlich nicht nur in der Crit-Sektion. Ich hoffe es auch. Es wäre schön, wenn es irgendwann mal wieder im Buff würde landen. Auf jeden Fall. Und ja, wir schauen wirklich eigentlich in der Firma, also bei Brack.ch, wir schauen in unserem Gaming-Team wirklich eigentlich fast wöchentlich drauf, was da ist. Und ja, es hat halt, hey, also ständig sind sie einfach mit negativen Schlagzeilen, mit negativen Titeln in den Schlagzeilen. Und das ist einfach schade. Das ist einfach schade. Ja, hoffen wir, dass sie irgendwann mal wieder den Rang finden, aber im Moment ist es extrem schwierig. Yes. Ich habe noch ein kleines Crit-Thema. Und zwar ist das die Frage, will Sony
From Software kaufen. Also From Software, das sind die zum Beispiel Elden Ring gemacht haben. Und da gibt es auch ganz eine schnelle, kurze Antwort dazu. Nein, es ist ein Missverständnis. Also Leute, wenn ihr das hört, so «Hey, Sony will eventuell From Software kaufen». Nein, das ist effektiv durch einen Tweet entstanden, der einfach gefragt hat, von wo die Überlegungen kommen, die Annahmen kommen. Und das ist falsch aufgefasst worden, so ein bisschen als Bestätigung. Und es ist tatsächlich nicht der Fall. Es ist ein Missverständnis. Also nein, Sony wird From Software nicht aufkaufen. Forget it. Löscht es gerade wieder aus eurem Gedächtnis. Yes. Und jetzt? Ja, ich glaube, das ist auch gut so. Da können wir uns wieder auf so ähnliche Titel wie jetzt Elden Ring, der ja ein Riesenerfolg war oder immer noch ist, können wir uns freuen. Und wenn da halt einfach die größeren Studios dahinter sind, das ist immer eine heikle Geschichte. Ich bin nicht so Fan von dieser Monopolarisierung. Wobei jetzt im Falle von Activision finde ich es notwendig. Fair, ja, absolut. Das ist durchaus so. Darum bin ich auch sehr Fan von Indie-Games, wo einfach finde, die Freiheiten, die Indie-Games haben, die haben AAA-Titel nicht, wo die müssen so auf ihre Geldgeber achten, dass die zufrieden sind und so schnell wie möglich ihr Cash bekommen, und zwar so viel wie möglich. Und Indie-Games, die haben einfach noch die Chance, sag ich jetzt mal, die haben einfach noch das Glück, dass sie ein bisschen mutiger dürfen sein und ein bisschen mehr sich dürfen ausprobieren. Und auch wieder mal Kreativität, oder? Genau, da sind wir nämlich auch schon beim Thema laut angekommen. Weil ich habe mir nämlich 2 Indie-Games gekauft letzte Woche. Eins, das heisst Cat Café Manager. Und ja, ich kann es euch vorstellen, man kommt in ein kleines Dörfli, man tut sich ein Café aufbauen, sage ich jetzt einmal. Also, es ist ursprünglich einfach ein weißer Rasen, einfach ein leerer Rasen. Und dann muss man sich seinen eigenen Kaffee aufbauen. Und am Anfang hat man natürlich wenig Geld und man muss schauen, wie man da sein Kaffee aufbaut, wie man es dekoriert. Und natürlich, wie heisst das? Katzschnurrhausen heisst, glaube ich, das Dorf, wo man ist. Und du musst natürlich, du hast so streunende Katzen, die du musst anlocken und die du aufnehmen musst. Und Mitarbeiter musst du mit der Zeit einstellen und du musst immer mehr Rezepte erlernen und immer mehr, also du musst so ein bisschen, aber das ist wirklich ein Management-Game. Und Leute, ich kann euch sagen, so herzig wie es tönt, es ist anstrengend. Also anstrengend in Form von, es ist stressig. Die verschiedenen Charaktere sind mega liebevoll gemacht. Das muss man natürlich an dieser Stelle sagen. Charaktere sind liebevoll und es macht Spass, das Game an sich. Man hat so eine Hintergrundstory, man erfährt sehr viel über die schon existierenden Charaktere, sage ich jetzt einmal. Und man muss sich so ein bisschen mit denen anfreunden, sage ich jetzt mal. Und jeder gibt einen anderen Bonus. Und die Katzen sind mega cute und Katzen kann man sogar selber benennen. Und man kann sie aufleveln und eben auch das einrichten. Es hat zum Beispiel so einen pinkigen Flauschenteppich und einfach so Zeug. Es ist herrlich. Aber eben, es ist tatsächlich stressig. Also, man hat so das Gefühl, Katzenkaffee-Manager, herzig, ja, gönnen wir uns mal. Die mal ein bisschen chillen da. Nein, es ist anstrengend, wirklich. Also, falls ihr gerne Management-Spiel habt, kann ich euch es mega empfehlen. Falls ihr lieber auf der Dorfromantik-Schiene seid, dann überlegt euch es 2 Mal. Ja, es ist... Aber das klingt nach einem Spiel für uns zwei, oder? Wir als Katzenfan. Ey, absolut, ich liebe es. Also das Spiel ist fantastisch. Also ich habe gar nicht gezögert. Das ist ja erst letzte Woche rausgekommen, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag. Und eben, ich habe es sofort gekauft. Wo ich muss sagen, so, hallo, Katzenkaffee-Manager, wie geil ist das bitte? I need it. Und ja, deswegen habe ich mir das gekauft. Wo Katzen sind Liebe. Vielleicht Wartezeit auf Stray, oder? Das warten wir jetzt endlich drauf. Ja, und zwar schon lange. Es ist ja immer noch nicht gross angekündigt worden, glaube ich. Also, angekündigt schon, aber das Release-Datum kennen wir nach wie vor noch nicht. Schade. Leider noch nicht, ja. Ja. Und was ich mir auch noch gekauft habe, ist Isle of Yore. Das ist etwas, das die wenigsten werden kennen. Wo das ist mir nämlich selber auch im Stream empfohlen worden von einem Zuschauer von mir. Der hat gefunden, so, hey, kennst du Isle of Yore? Und ich so, nein, was ist das? Noch nie in meinem Leben gehört. Das ist ein Dino-MMO. Aber im mega frühen Stadium vom Early Access. Und ich habe dann gefunden, so, oh mein Gott, Dinos, oh mein Gott, I need it. Und ja,
Man kann seinen eigenen Dino gestalten, sehr detailliert auch. Also natürlich, also der Dino, den du hast, ist natürlich schon, also es gibt schon Vorlagen. Also du kannst nicht einen Fantasie-Dino erstellen. Dinos, die du erstellst, die gibt es, oder hat es effektiv mal gegeben. So muss ich glaube sagen, wenn ich sage, die gibt es effektiv, ja. Also ja, ich weiß nicht, das Krokodil und das Hühnchen zählen, glaube ich, noch zu den Urdinos oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es echt fancy. Du kannst eben, also es ist ein MMO, du kannst die Dinos also schon schön anmalen. Und dann ist es effektiv ein Survival, also es ist wirklich fressen oder gefressen werden, wo man kann sich echt gegenseitig auch killen. Das ist ja so. Aber was das Spiel nicht macht, ist dir erklären, was du machen musst. Es hat kein Tutorial, du steigst einfach ein und dann findest selber raus, was du machen musst. Das ist ein bisschen brutal, weil man echt nicht weiss, was man machen in diesem Spiel. Man weiss zum Beispiel nicht, wie man muss Fressen suchen. Da gibt es auch noch nicht sehr viele Möglichkeiten. Oder ja, also es wird dir gezeigt, dass du kannst, deine Geruchssinn aktivieren kannst. Es gibt dann so farbige Wolken, denen kannst du folgen. Aber wie du frisst, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das ist, beziehungsweise auf was du musst achten, sage ich jetzt einmal. Aber das ist eben, weil es auch noch in diesem super frühen Early Access Stadium ist. Die wenigsten kennen das Spiel und als ich es dann gespielt habe, ich war allein. Also ich war die einzige Person, die das gespielt hat. Ich habe mehrere Surfer angeschaut. Kein anderer Mensch war auf diesem Surfer. Aber es ist so super realistisch und es ist so schön. Und du kannst ein Dino spielen, Mann. Es gibt Besseres, nichts. Gut, danke, kauft es euch. Das wollte ich damit sagen. Nein, also ich bin ein bisschen geflasht von diesem Game. Also jeder, der gerne Dinos hat, ein absolutes Muss. Definitiv. Jetzt ist die Frage. Ja, ich habe glaube auch noch ein bisschen laut geholt. Ich habe ja vorher erwähnt, ich bin hier ein bisschen der Konsolenspieler und ich bin einer, der definitiv auch noch mal endlich einen PlayStation 5 ergattern konnte. Und bin jetzt einer der glücklichen zwei. Auf jeden Fall bin ich jetzt halt wirklich an das Problem angestoßen, wie glaube wahrscheinlich alle irgendwann gleich mal werden haben. Und zwar ist es der Speicherplatz. Es ist wirklich unsäglich, wie schnell die interne Festplatte gefüllt ist. Und wenn du etwa 3 Spiele gleichzeitig spielen willst, dann kommst du fast nicht drum herum. Wie viel Gigabyte hat die interne? Also auf der Schachtel steht 825 Giga. Blöderweise ist aber ein Teil davon für das OS, also das Betriebssystem von der PlayStation reserviert. Das heisst brauchbar. Hält mich nicht fest an dem, aber es sind irgendwo um die 650 Giga. Ah, das nur noch, okay. Genau. Und halt die neuen Spiele, die sind schnell zwischen 80 bis 100 Giga, oder sogar 120, Giga oder so. 140 sogar. Oder 120, ich weiß es nicht, ich spiele das nicht. Aber ja, es ist halt wirklich einfach sehr, sehr, sehr schnell voll mit den neuen Titeln und darum habe ich mir gesagt, hey, ich kaufe mir jetzt tatsächlich einen SSD, ich habe mir so einen WD Black bei uns geholt, wo gemäss der Bericht einer von der schnelleren oder von der sinnvollsten ist. Man muss ein bisschen schauen, was für Geschwindigkeiten die SSDs haben und vor allem, dass sie einen Kühlkörper drauf haben, damit die Abwärme richtig abgehen kann. Und dann habe ich mir das Teil eingebaut. Ich habe jetzt mal ein Terra genommen. Ich glaube, das sollte hoffentlich lange für 2-3 weitere Spiele. Ja, 2-3, das denkst du, wenn es so weitergeht mit der Grösse der Games. Es kann durchaus möglich sein, dass es plötzlich weniger sind dann am Schluss, ja. Nein, aber was mich erfreut hat oder was ich wirklich super gefunden habe, ist, ich habe das Ding innerhalb von wenigen Minuten können installieren ohne irgendwelche Probleme. Ja, ich habe zuerst befürchtet, jetzt muss ich da meine Playstation auseinandernehmen, mache ich nicht gern, weil eine Ersatz-Playstation kommst du nicht über im Moment, wenn irgendetwas kaputt geht. Aber es ist wirklich extrem simpel, einstecken, loslegen, schnell Disk formatieren und dann kann man sogar wählen, was Standard-Drive soll sein. Ich habe jetzt gesagt, er soll alles zuerst auf die externe SSD, also intern SSD, die ich eingebaut habe, installieren und bin jetzt vielleicht für die nächsten 2-3 Wochen gefeilt von Speicherüberlastungsausnahmen. Bis dann wieder 2 neue kommen.
Genau. Du, eigentlich müsste ich ja meine Pile of Shame mal fertig spielen und dann hätte ich das Problem Oh, auch hör nicht. auf. Aber Nein. Von Pile of Shame reden wir gar nicht erst. Nein. Schlimm. Gescheiter, ja, nein, meine Liste ist, glaube ich, leider lang. Aber wie gesagt, also, es hat sich für mich gelohnt. Kannst du empfehlen, in Das dem Fall. Ding jetzt hier und kann es wirklich empfehlen. Es ist super, Nice. super simpel und im Internet gibt es hunderte Videos, wo die durchführen, damit die Abdeckung von der Playstation auch richtig abnimmst, ohne dass etwas vermurkst ist, weil ich neige dazu, hässig zu werden und etwas zu vermurksen. Aber es ist nicht passiert, sie ist immer noch Bist nicht so. hässig geworden? Das hast du noch Nein, nicht einmal. Also, und Steffi weiss es, wir schaffen das Moment zusammen. Also, ich habe zum Teil eine tiefe Hemmschwelle und wird schnell verrückt. Aber der SSD-Umbau, der hat mich nicht hässlich gemacht. Also, es ist Eve-approved. Genau, Von dem das her. kann ich sagen. Perfekt. Nee, weil ich bin nämlich genau so Plug and Play und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich auch sauer. Wegen dem spiele ich Konsolen. Also, Ja, fair. das ist der einzige Grund. Sehr, sehr fair. Ich bin öfters mal so ein bisschen an meine Grenzen gestorben, wo ich dachte, warum funktioniert es nicht? Und kann ich jetzt einfach installieren und dann spielen? Nein, du musst auch das und das und das und hier ist ständig und schlimm. Aber Brauchen ja. wir alles nicht. Einfach loslegen und zocken. Was plus minus Plug and Play ist Discord. Geht mal auf unseren Discord. Wir haben dort einen Server, also einen Channel, wo ihr könnt euch Wünsche reinschreiben, über was wir mal im Podcast sollen reden oder auch, was wir in den Gaming-Streams sollen anzocken. Schaut mal vorbei, lasst uns eure Wünsche dort. Und was ihr auch könnt dort lassen, aber auf Spotify ist eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns mega helfen. Und, Erst ja. wenn du die Farbe gegeben hast, sonst machen sie es nicht. Ist gut. Nein, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen von unserem wunderschönen Podcast, Episode 13 tatsächlich schon, mit dem Yves und mir, der Steffi. Es war mega cool gewesen. Merci vielmals, seid ihr alle da gewesen, habt ihr zugelassen. Ja, wie gesagt, schaut im Discord vorbei, auf unseren Social Media Accounts und dann sehen und hören wir uns schon noch in dieser Woche. Wir haben weitere Streams. Am Dienstagnachmittag die Steffi, also ich, mit Gaming. Mittwochnachmittag der Troy mit Gaming. Am Donnerstag um 11 Uhr neuerdings Klemmbausteine zusammenbauen mit dem Cyril. Und am Freitag fällt der Stream leider aus, weil der Blake an einer LAN ist. Wir müssen ihm natürlich alle gönnen. Und damit wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. So, das war der Podcast. Wir sind aber noch live, Yves. Vergiss es nicht. Ja. Bevor es pass auf mit Fluchen, gell? Jetzt sind wir noch. Nein. Hey Leute, ich hoffe doch sehr, der Podcast hat euch gefallen bis dahin. Ja, die Frage ist noch aufgekommen, von wo wir, also beziehungsweise ob wir auch ein bisschen zusammen zu tun haben, Yves. Im Geschäft. Yes, zwar jeden Tag. Ich würde sagen, ja. Nein, wir haben mal, oder respektive, als ich die Verantwortung über unser Gaming-Sortiment übernommen habe, haben wir mal darüber diskutiert, wie können wir es verbessern, weiter machen und tun. Und dort ist zum Glück die Steffi zu uns zugestoßen, weil der Plan war ja wirklich gewesen, mit dem Twitch-Kanal und zusätzlichen Geschichten das Ganze ein bisschen zu beflügeln. Und die Steffi hat uns dort zum Glück unterstützt und darum sind wir ja täglich im Kontakt, um ein bisschen schauen, was wir noch machen wollen, wo wir uns verbessern wollen, was wir für Messenplanung haben. Also wir sind den ganzen Tag in irgendwelchen Austausch miteinander. Yes, genau. Ja, und ich bin zwar nicht im gleichen Team wie der Yves, nicht mehr. Tatsächlich, am Anfang, 1 Monat lang waren wir im gleichen Team gewesen. Dann musste ich intern wechseln, wegen, wie sagt man, Konstellationen und einfachheitshalber von der Arbeitsaufteilung halt sinngemäß macht es so, ja, kann man sagen, es war eine gute Entscheidung gewesen. Schade finde ich es natürlich trotzdem, dass ich wieder Yves nicht mehr in meinem Team habe. Aber wir sind trotzdem noch jeden Tag zusammen im Austausch und von dem her haben wir immer wieder miteinander zu tun. Yes. Definitiv, ja. Und es macht immer noch Spaß. Ja, ja hoffentlich auch. Wir sind ja noch on air. Ja. Was auch noch so ein bisschen dahinter kam, so einen kleinen fiesen Ellbogen mit einem Kappa dahinter, ob wir Praktikum.ch Mitarbeiter so schlechte Geschäftslaptops haben bekommen fürs Homeoffice. Sie sind nicht schlecht, sie sind einfach
nicht so Hochleistungslaptops, sagen wir so, zum Bügeln, einfach nur zum Arbeiten, länger sie. Aber wir machen halt ein bisschen speziellere Sachen, darum ja, kann man schon sagen, kommen sie manchmal so ein bisschen an ihre Grenzen. Also ich kann zum Beispiel das, was ich hier mache, auf dem Laptop überhaupt nicht machen, aber da gibt mir sogar einen fetten Gaming-Laptop und sogar der würde auch an seine Grenzen kommen. Also, das habe ich noch nie getestet, von dem her weiss ich es nicht. Aber ich bin ganz froh, habe ich einen PC hier im Studio. Ein Ja, wir guter dürfen auch nicht vergessen. PC mit 2 Wir sind, glaub Monitoren. mit 2 Monitoren. Ja, wir sind ja leider nicht nur zum Gamen oder zum Twitch-Chatten angestellt. Wir Leider, ja. dürfen zwischendurch auch noch so etwas wie arbeiten. Ja, genau. Und für das langen die Notebooks mehr als genug. Im Gegenteil, sie sind sogar recht Eigentlich recht zufriedenstellend. gut, ja. Sie sind ja relativ schnell und von dem her, ja. Und praktisch mit Touchscreen und allem und so einem Stift und so, also von dem her multifunktional. Ja, ich mache es Würde eigentlich ich so nie gut. mehr hergeben, den Stift. Nie mehr. Hey, ich habe einen Fall letzte Woche ausgegraben. Am Mittwoch bin ich den suchen im Keller. Er ist grossartig. Er ist super. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen daran gewandt, dass ich den benutze. Ja, es ist wirklich fantastisch. Die Frage ist noch aufgekommen, ob man bei Dorfromantik 1 Million Punkte bekommen kann. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich denke mal, wenn du so gut bist, dann schaffst du es, ja. Gute Frage. Ich habe noch niemanden gesehen, der das geschafft hat, aber vielleicht geht es. Wenn du das Spiel wirklich verstanden hast und studiert hast, dann geht es sicher. Aber dann hast du einfach ewig. Du bist stundenlang am Zocken. Holy shit. Ah. Und Kitty ist noch gekommen, zwischendurch habe ich gesehen. Hallo Kitty, ich hoffe, es geht dir gut. Uns geht es wunderbar. Und der Massimo ist da und er freut sich auf das neue Nintendo Switch Sports. Das ist doch super. Und ja, es sind tatsächlich 70 Milliarden und nicht Millionen. Millionen wären nicht so viel. Das ist so, ja. Es ist immer super verwirrlich, wenn Amis von Zahlen reden, weil Milliarden sind Billions und ja, jedes Mal muss ich den Google öffnen. Mhm. Der Massimo hat noch gefunden, wenn es wegen dem sollte, also wegen dem Insiderhandel von Activision Blizzard und Microsoft, wenn es das sollte am Insiderhandel scheitern, der Deal, dann sollten eigentlich fast alle Übernahmen gecancelt werden, weil Insiderhandel gibt es immer, hat er gemeint. Unrecht hat er natürlich nicht. Ja, mit und der gemacht wird leider Geschichte. nie etwas. Aber ja, dort muss jetzt auch Activision Blizzard den Kopf herhaben. Das kann sehr gut sein. Ja, die sind jetzt halt auch selber die Schuld, leider auf dem Radar von allem und dann wird das halt überprüft und gemacht und da, aber er hat natürlich nicht Unrecht, Insiderhandel gibt es bei solchen Geschichten überall oder immer. Ich glaube aber einfach, dass die Firma den Bock das Feste verspannt hat in den letzten 1,5 Jahren und deshalb auch gut beobachtet werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ich aber auch nicht falsch finde. Yes. Dr. Scoreboot ist noch da und hat gefunden, so, Loot ist auf der Liste. Also, was ist auf der Liste? Ist das Cat Game Das Cat Café Manager und das Isle of Yore. Und Wandering Village, ja, da, sobald es rauskommt, ist es natürlich im Buff. Aber ich habe einen Key, den ich anspielen kann, aber ich darf noch nicht darüber erzählen. Oder? Das heisst, wir können leider echt noch nicht viel über das Thema reden. Ich würde sehr gerne mehr über Wandering Village erzählen. Leider gibt es nichts zu erzählen. Zumindest nicht, bis es irgendwie im September erscheint. Also vorher wird es nicht rauskommen. Vielleicht, wenn wir viel Schwein haben, Ende August. Aber vorher sicher nicht. Und wenn es dann so weit ist, dann reden wir da auch gerne drüber. Ja, genau. Also, der Character Design habe ich hör auf. Genau, jemand hat auch gefunden, so, ja, aber so eine externe SSD ist aber schon recht nice. Ja, also einfach zum vorweg, eine externe SSD ist ja meistens mit USB angehängt, das ist nicht ganz das Gleiche, das funktioniert mit PS5-Spielen leider nicht. Aber ein M2 SSD, den du einbauen als zusätzliches Drive, das habe ich eigentlich gemeint damit. Das macht durchaus Sinn. Ja. Wir müssen wirklich aufpassen, wenn ihr eine externe Festplatte an die Playstation anhängt, müsst ihr schauen, welchen Anschluss das ihr wählt von der Playstation, welchen USB-Anschluss, weil die hinten raus sind leistungsstärker als die vorne raus. Und ihr müsst damit rechnen, oder nein, es werden keine PS5-Spiele möglich sein, darauf zu speichern. Deshalb die internen, oder die einbauen. Das ist noch gut zu wissen. Das ist noch wichtig da. Auf jeden Fall, ja. Ja gut, ihr habt es gehört. Da ist der Bowie-Look
hat noch gefunden, so, haha, einfach der Yves. Haha, ich weiss leider nicht, wer es ist, aber Ja, okay, Ahnung. ich freue mich, selbstverständlich. Ja, schön, dass du dich freust, dass der Yves da ist. Ich freue mich auch sehr. Danke, Steffi. Ja, du, danke für die Einladung. Es war Du, sehr eine gern. recht spontane Geschichte. Aber ja, wenn es irgendwie funktioniert, tue ich euch gerne unterstützen. Das ist Oder wenn es lieb, danke irgendwann in vielmals. der Zukunft Themen gibt, wo für mich oder wo meine Meinung gefragt ist, komme ich natürlich vielleicht wieder mal vorbei gerne. Ja. Wunderbar. Ja, sagen wir so, wenn mal wieder alle krank sind oder in den Ferien, dann komme ich wieder auf dich zu. Ja, Oder vielleicht so komme ich ist so es auch. vielleicht komme ich so einfach mal wieder auf dich zu, aber dann müssen wir vielleicht überlegen, dass du ein besseres Headset bekommst. Ja, definitiv. Das tue ich mich gerne hinten anlisten und eins profitieren. Gut, schreiben wir hinter die Ohren. Das ist gut. Ja, hey, dann würde ich sagen, danke vielmals, Leute. Schön, dass ihr da seid. Merci vielmals, Yves, dass du eingesprungen bist. Sehr Und gerne. ja, habt noch einen schönen Tag, meine Lieben. Genießt euch Feierabend irgendwann mal in einer Stunde oder so. Und dann hören, beziehungsweise wir sehen uns schon morgen am 3 wieder hier auf dem Channel von Brack.ch zu Gaming. Und zwar gibt es Far Changing Tides. Dort spielen wir weiter. Letztes Mal haben wir ja logischerweise nicht können durchspielen. Also Leute, bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.